One Planet, 20 Futures, der Podcast vom Nachhaltigkeitsrat Lützeburg. So, willkommen beim ersten Episode vom Podcast vom Nachhaltigkeitsrat Lützeburg. One Planet, 20 Futures, Zukunft also lo. Das ist den ersten Episode von einer Serie von Podcasts von 20 Stück, die der Nachhaltigkeitsrat Lützeburg produziert, für seine 20 Jahre zu feiern. Und da hat der Nachhaltigkeitsrat Lützeburg sich vorgestellt, wie kann Zukunft aussehen, was sind Visionen für die Zukunft. Und in diesem Podcast werden mehr als 20 vorstellen, über die Wochen, all Freitags wird eine neue Episode rauskommen. An den ersten Episode ist mit meiner Witte, nämlich der Margie Kohnen. Moin. Hallo. Margie, ich stelle dir kurz vor mit 3 Fakten, die ich über euch gefunden habe. Und ich bin in der Stadt zu kommentieren, und da soll mir noch fertig vergessen. Okay. Verteidigt mal Conseiller de Direction am Umweltministerium während mehr wie 20 Jahren, also an der Pension. Zum Schluss war ich Conseiller de Direction, aber richtig, 20 Jahre am Ministerium, zuständig für die Koordination von der Nachhaltigkeitspolitik. Genau, und dann für Formation, aber eigentlich Historikerin. Genau, ich bin Historiker. Das war eine ganz viel Formation und ich bereue nicht keinen Moment Geschichte zu haben. Super. Und du hast schon angedeutet, dir hat von Anfang an Koordination bisschen von der Arbeit vom Nachhaltigkeitsrat gelegt zu Lützeburg. Sind das geht? Das war eng von meinen Taschen, den Nachhaltigkeitsrat an seinen Arbeiten zu begleiten und zu unterstützen. Koordination zu machen, wie Sie sehen. Gibt es etwas, was man noch wissen muss? Neben dem Nachhaltigkeitsrat habe ich auch mit Funktionären aus den verschiedenen Ministerien, aus allen Ministerien zusammengeschafft, was absolut spannend war, wo ich viel gelernt habe, was nicht immer einfach war. Sagen wir so, was ein bisschen Herausforderungen dargestellt hat. Aber wie gesagt, viel gelernt. Das heißt, das interministeriell Denken, also auch ein interdisziplinär Denken. Absolut. Genau. Super. Dir seid den ersten Gast. Dir kennt den Nachhaltigkeitsrat. Dir seht auch heute ein bisschen zu präsentieren. Da bist du vom Nachhaltigkeitsrat, weil ich meine, in der nächsten Episode auch für ein bisschen vorzustellen, um was es hier geht. War das der Nachhaltigkeitsrat? Sind da wenige Götten und für was gibt es denn überhaupt? Wir haben die große Chance, also Lützeburg hat die große Chance gesetzt, über die Koordination von der Nachhaltigkeitspolitik zu nehmen. Und wenn ich am europäischen Kader, weil ich auch all die Jahre an einem europäischen Kader geschafft habe, war der Interesse immer ganz groß für das Gesetz. Und das Gesetz hat eine von den Maßnahmen, die am Gesetz festgehalten sind, ist die Schaffung von einem Nachhaltigkeitsrat. Der Nachhaltigkeitsrat ist ein Gremium von 15 Leuten, die von der Regierung ernannt gehen, auf Basis von ihrem Engagement an der Lützeburger Gesellschaft, von ihren Kompetenzen, von ihrem vom Sektor, wo sie hier kommen. Das heißt, sie sind nicht da als Vertreter von einer Institution, einer Association, einem Organismus, mehr als Privatperson mit ihren Avantagen, diese mitbringen, mit ihrem Background, auch mit ihren, wie gesagt, mit ihren Kompetenzen, die sie haben. Für wie viele Jahre gehen sie ernannt? Oder wie, also Gesetz hat festgehalten, dass ein Mandat von einem Nachhaltigkeitsrat von einem Member vom Nachhaltigkeitsrat 5 Jahre immer renouvelable ist. Das ist Maximum 10 Jahre. Also kann ein Member vom Nachhaltigkeitsrat. Das heißt, wenn der Nachhaltigkeitsrat 20 Jahre geht, da gibt es doch schon viele Changements. Ein ganz reiches Changement, ja. Und über die Jahre sie auch zu Lützeburg noch weitere Akteure dabei kommen. Es gibt ein Observatoire de la Politique Climatique, es gibt ein Klimabiergerot, also es gibt andere Plattformen, die sich kreiert haben für Nachhaltigkeitspolitik zu Lützeburg. Wie war das, der Nachhaltigkeitsrat noch immer wichtig? Ganz einfach Antwort für es gibt schon mal lang, wie die Gremien, die dafür genannt haben. Aber der Nachhaltigkeitsrat guckt nicht nur just
also dem Nachhaltigkeitsrat sein Spektrum d'Aktion oder de Reflexion als nicht nur der Klima oder der Naturschutz oder Darmut oder mehr, wie gesagt, Nachhaltigkeitsrat als Nachhaltigkeitspolitik als einer Globalität. Das ist der große Vorteil. Was also besonders bemerkenswert gewesen an den 20 Jahren, was so Projekte vom Nachhaltigkeitsrat, die vielleicht auch an der Öffentlichkeit eine große Rolle gespielt haben? Also es sind Nachhaltigkeitsrat hat immens viel geschafft, hat viel Prise de Position gemacht. Ich gebe gerne zwei hervorheben. Das sind die Indikatoren de Bien-être, das war eine Zusammenarbeit mit dem Conseil économique et social, wo der Regierung, auf Aufruf von der Regierung, die zwei Gremien zusammen geschafft haben, wir Indikator de Bien-être neben dem PIB, also dem Produit Intérieur Brut, sollen definiert gehen. Und gibt noch einmal auf Basis von der Arbeit beim Stadtwerk weiter geschafft. Das war ein ganz interessant, ein ganz interessant Arbeit, wo ich überzeugt bin, dass das Potenzial wird, um das zu schaffen, auf viel größer ist, wie im Moment benutzt wird. Das Zweite, was ich gerne unterstreichen, ist den Ecological Footprint. Der Nachhaltigkeitsrat hat 2008 für die erste Mal den Lützeburger Volksauftrag rechnen gelassen, auf Basis von einer Methodologie, die international festgehalten ist, aber mit Lützeburger Donne, und auch in dem Moment war es den Henri Tudor, mit Lützeburger Donne und mit einem Lützeburger Institut de Recherche. Pro vom Nachhaltigkeitsrat. Die hat den Nachhaltigkeitsrat 20 Jahre begleitet und Herausforderungen geändert? Natürlich schon so geändert. Ich meine 20 Jahre, das ist eine lange Zeit. Und das ist wirklich eine enorme Banalität. Wir leben als mehr kompliziert. Wir leben mit anderen Herausforderungen wie 24 Jahre. Wir haben große Schritte noch vierer Mengen an den Agenda 2030 von der UNO mit den 17 Nachhaltigkeitszielen. Den hat man 2003 nicht. 2003, wie wir angefangen haben, als das Konzept, so, das Verständnis von der Nachhaltigkeit immer so vorgestellt. Ich habe gesagt, ja, was ist das die Wahrheit? Bon. Ist schon immer den Agenda 2030 und die 17 Nachhaltigkeitsziele haben mein professionelles Leben viel mehr einfach gemacht. Weil stimmt da, die internationale Gemeinschaft hat die Ziele festgehalten, die Bereiche festgehalten. Und Lützeburg hat durch seine Premier die adoptiert. Also das ist klar, was Nachhaltigkeit ist. Da gehen wir ein bisschen fort vom Nachhaltigkeitsrat, auch schwarz die Nachhaltigkeitspolitik zu Lützeburg im Allgemeinen. War das dann da eher konkret Zukunftsvision? Was sieht da praktisch als das, was Lützeburg soll erreichen? Lützeburg ist eine Banalität, ein Klangland, eine offene Ökonomie, wir kennen eine Demografie, die ganz dynamisch ist. Wir haben eine große Diversität von der Population hier zu Lützeburg, was eine Chance ist, was der Reichtum ist. Wir haben aber auch aus denen der dynamischen Demografie, denen viele Leute, die hier zu Lützeburg kommen. Ich kann es nur eins vorstellen, so in 2080 und 2022 sind 81% mehr Leute hier zu Lützeburg. Voilà, ein Leid wir machen zwar Kammer zu Lützeburg, aber nicht so viel. Ne? Voilà, das ist wirklich ein großer Reichtum, will ich wirklich betonen. Aber den Uwuchs von unserer Population hat natürlich mit dem Wirtschaftsmodell zu tun, mit dem Prinzip, den die letzten Jahrzehnte wirklich verfolgt ist von einer exponentiellen Wirtschaftswachstum, das ist immer mehr.
das ist evident, ohne die Leute, die bei uns kommen, kann man das nicht erlauben, kann man nicht so weiterfahren, wir können man nicht das de Bien-être, den Wohlstandsstaat, den wir haben, das gibt ja für viele Leute gesagt, kann man das nicht erlauben. Voilà. Die Lösungen, die ich mir vorstelle, als Benefiz daraus zu ziehen, weil voilà, Wachstum von der Population, Wirtschaftswachstum, das generiert auch ganz große Defizite, ganz große Herausforderungen. Dass wir das, was wir haben, dass wir das nutzen für denen Herausforderungen, dass wir Lösungen finden, dass wir zusammen Lösungen finden. An die kulturelle Diversität, die wir haben, das sind Chancen, das sind verschiedene Perspektiven, die können zusammenkommen, eben für kreativ, innovativ Lösungen zu finden, weil Herausforderungen haben wir genug heute. Wie hat an den letzten Jahrzehnten dann Diskussion über die Nachhaltigkeit zu Lützeburg evaluiert? Heute ist das ja eine ganz andere Conscience wie nach 34 Jahren, wo ich zum Beispiel skolarisiert gesehen. Du hast aber noch anders geschwärzt wie heute. Wir schon für die vom Agenda 2030 geschwärzt, was die 17 Nachhaltigkeitsziele war wirklich ein großer Progress. Man gibt so und braucht nicht so weit zurückzukommen, dass über ein Wachstumsmodell eine Frage gestellt wird. Das war für so 10 Jahre noch nicht der Fall. Weil aber immer mehr ein Bewusstsein gibt an der Gesellschaft, dass es Limiten gibt, dass es Grenzen gibt. Und voilà, dass man muss mit dem umgehen, was das zur Verfügung steht. Fakten, Fakten, Fakten. Ich bin mir sicher, die hat uns auch eine schöne Zahl mitgebracht, die wir nur diesem Tag nicht mehr vergessen. Ja, da gibt es ganz viel mehr. Da gebe ich ganz gerne mit Februar so. Ja, mit Februar hat Lützeburg all die Ressourcen, die Lützeburg zur Verfügung stehen, schon abgebracht. Das heißt, von Mitte Februar bis den 31. Dezember lief Lützeburg auf Kosten von der Weltbevölkerung, aber auch von der kommenden Generation. Voilà. Das ist ein Ecological Footprint, den weist, wenn er gerechnet wird, wie das die letzten Jahre der Fall ist, weist, dass man mit Februar alles verbraucht haben. Also Lützeburg. Genau, also das ist ein Overshoot auf Lützeburg sozusagen. Genau. Wir waren schockiert, die Zahlen nicht nach mehr, weil wenn man sich einfach vorstellt, mit Februar, was ja auch ein Problem ist, die Leute, die haben mit vom Mond nicht mehr genug für den Rest vom Mond. So stellen Sie sich vor, es hätte schon den 14. oder 15. Februar eigentlich all sein Essen verbraucht, weil er für ganz Jahr braucht. Ich werde schockiert, die Zahlen nicht mehr. Ja, ich fand das doch schockant, dass das nicht mehr schockiert. Ich meine, dass ganz viel die Ausstellung wird schon irgendwie gehen. Wir werden schon eins gehen. Für drunter haben wir die Frage gestellt von der Zukunft, Vorstellungen. Meine Zukunftsvorstellung, meine ideale Zukunftsvorstellung wäre, dass die Dichotomie zwischen Untergangsstimmung, die Welt geht immer, leider beginnen wir ja immer mehr, Last Generation, und voilà, so Momente, die so geht nicht mehr, die wirklich, und schon das ganz schlimm, dass es leider meistens Junge gibt, die mit so einer Ausstellung leben. Voilà, dass es zwischen der Weltuntergangsstimmung und der
Erstellung wird schon genügend vergehen, dass man da, ja, dass man die abbrechen. Und das man, wie ich für Druck so tun, Lesungen fangen. Zusammen Lesungen fangen. Der kritische Geist. Also wo ist Thomas alternativlos? Wir müssen wissen, weil sonst können wir das Land, wie wir es momentan haben, nicht erhalten. Weil das ist das Modell, das wir im Moment tun. Geht es just dem Modell. Es ist sicher, dass es Alternativen gibt. Davon Ruf gesehen, also es nicht, c'est pas la panacée, wie in Französisch, das ist nicht Wundermittel wie alles. Wenn ihr guckt, dass Darmut an den letzten 10 Jahren wirklich konstant wiest, Mama, das seht das. Wenn ich umso mehr schlimm fand, dass das Leute die schaffen, den Working Poor, wie ihr seht, dass auch den Undeel von der Working Poorheit zu Lützeburg wiest. Bon, da müssen Sie sich auch vorstellen, geht es nicht anders, muss man das? Muss man als Ressourcen, die ich für Drogen so tun, nicht nur für Reichtum sind, sondern für global, für die Weltbevölkerung, aber auch für die kommenden Generationen, muss man die auch vorstellen, wie ihre Wirtschaftssystem will nur dem Motto, wir haben das immer so gemacht. Also muss man weiterfahren. Über Darmut und über Working Poor werde ich auch mal Alexandra Osasseli spätzen. An einer weiteren Episode von diesem Podcast kann ich schon mal verweisen. Top Flop. Ich gebe nur noch gerne die Rubrik Top Flop. Erst fragen, was aus der Sache, die da einfach nicht mehr will, muss man erklären zum Thema Nachhaltigkeit. Dann anschließend auf das Thema Armut, das wenn darauf verwiesen wird, ja, also wenn reagiert geht Nachhaltigkeit Gleichgestalt mit Umweltschutz und Naturschutz. Aber wenn das dann so durchgestaltet wird, okay, wir müssen uns um die Leute kümmern. Wir müssen wichtig froh, wie noch Piperlecken zu gucken oder voilà, wie das eben karikatural durchgestaltet. Nachhaltigkeit ist nicht allein Umweltschutz, Klimaschutz, Naturschutz. An der Agenda 2030 von der UNO weiß das ganz gut, den ersten Objektiv des Développement durable, den die Weltgemeinschaft festgehalten hat, das ist keine Armut. Also das ist kein Zufall, dass das der nächste ist? Nein, absolut nicht. Absolut nicht. Und auch wenn du also das Objektiv des Développement durable von der UNO, die haben sich angeschlossen auf den MDGs, den Millennium Development Goals, die also die für die sogenannten Entwicklungsstaaten gilt an l'objectif de développement durable, also SDGs, Sustainable Development Goals, die gelten für alle Memberstaaten von der UNO. Die MDGs waren Progress gewesen. Gewissen, dass Darmut aufgegangen ist. Gewissen, dass mehr Mädchen mehr Kinder an die Schule gehen, oder mehr Kinder, besonders Mädchen an die Schule gehen. Gewissen, dass die Gesundheit von der Weltbevölkerung sich verbessert hat. Und ich gebe ganz gerne wir alle, die ihn nicht kennen, auf den Hans Rösling verweisen, den an ganz flotten YouTube oder TED Talks darauf verwiesen hat, wie man Progress gemacht hat. Aber wenn man an dem Bereich Progress gemacht hat, an dem Bereich die absolut wesentlich sind für absolut wesentlich sind, für was kann man da kein Progress machen an den anderen SDGs? Das ist das große Objektiv. Und nicht mehr trennen, das eine von dem anderen. Nicht mehr so, wir müssen also an die Leute kümmern, an die Natur, an die Umwelt, das ist nicht wichtig. Das ist eng zusammen verbunden. Leute, die arm sind, die haben nicht Moyen für, ich weiß nicht,
für Elektroautos zu kaufen, wie das Haus zu isolieren, wie an erneuerbare Energien zu investieren. Dafür ist es wichtig, dass wir auch Armut bekämpfen, an die Inegalitäten an unseren Gesellschaften ja, so klein wie möglich halten. Ich habe am Vorgespräch gesagt, dass da auch immer überrascht sind, wie viele Leute noch immer so, wie das immer noch immer so gemacht. Ja. Das ist schwer zu ändern. Ja. Wo könnt das hier, für was meint das so schwer, dagegen zu kämpfen? Ich meine, das ist an der Natur vom Mensch. Änderungen sind nicht immer einfach. Stellen Herausforderungen für voilà, ich gebe ganz gerne darauf verweisen, wie an der Vorbereitung von diesem Gespräch und ich mich ein bisschen informiert, doch ein bisschen dokumentiert. Ich habe einen super Talk auch gefallen, wo es um die Ökonomie geht. Wo darauf hingewiesen wird, dass die Wirtschaftsmodelle, also von einem konstanten Wirtschaftswachstum, das nehmen, wenn an den Kontext von einem Tag setzen, nehmen 17 Sekunden von einer ganzen Menschengeschichte durchstellt. Das also 70. Pardon, 70, ja, 70. Und das ist, wie gesagt, wir funktionieren noch nicht lang so. Genau. Also wie soll man dann so weiterfahren? Wie kann man das nicht vorstellen? Wo mehr lang auch nicht funktioniert, wieso? Das ist praktisch die Message, ne? Ganz genau. Wenn wir nach gucken, wenn wir wollen, eine Zukunftsvision erfüllen, was wäre dann praktisch der erste Schritt, den wir mussten in die Richtung holen? Für mich ist es evident, dass die erste Devoir, Aufgabe von allen Menschen ist, sich zu informieren. Und, wir sind alle gute Konsumateure noch. No? Wir werden echt immer Bürger. Und als informierte Bürger handeln. Wir haben uns einmal vorgestellt, was mich aufregt. Das sind mehr Sachen, die mich aufregen. Was mich auch nach ja, was mich wirklich aufregt, dass wenn von verschiedenen Seiten alles auf den Konsumateur aufgewälzt wird. Ja, also wie ich schon gesagt habe, kann nicht Gitfrieden Investitionen machen, sich leisten, ein Elektroauto zu kaufen. Voilà, Gitfried mischt so wie kann. Aber die größte Responsabilität hat aber noch einmal Politik und Wirtschaft. Und man fängt auf die Bürger zu weisen, auf die Leute, die Individuen zu weisen, fand ich ganz schockant. Und das ist auch auswegslos. Die Leute lange gesehen, die gesehen sich schon ein Bier stehen, und so, was kann ich da machen? Und da kann ganz ja die Stimmung, das ist doch sowieso egal. Weil sie eine Impuissance können. Für dich kann praktisch die Impuissance, ich kann ja sowieso nichts machen, und da könnt die Aggressivität oder Troserei. Ja, und das kann ganz schnell umschlagen an ein Phänomen, den man ja nicht fällen von entweder Aussichtslosigkeit oder Rebellion, was ja nicht produktiv ist. Wir kommen zum Schluss zurück auf den Nachhaltigkeitsrat, weil das ist jetzt der Gastgeber von diesem Podcast. Und da will man zum Schluss vielleicht kurz schwätzen, hat der Nachhaltigkeitsrat am Jahr 2024 genug Ressourcen für seine Aufgabe nutzzukommen? Oder was preist der Nachhaltigkeitsrat nach? Ich bin einfach froh. Nicht klar, nicht genug Ressourcen für zu schaffen. Also, wir waren zu nicht wenig und schon eine immense Bewunderung wird Member vom Nachhaltigkeitsrat, wie sie von ihren persönlichen, also von ihrer eigenen Zeit, von ihren eigenen Ressourcen so viel gemacht haben. Also der Nachhaltigkeitsrat hat ein ganz großes Potenzial, das durch sein
sein Aktionsradius als Think Tank zur Nachhaltigkeit hat ein großes Potenzial, wir eben mit ganz vielen Institutionen, Institutionen der Recherche, mit Verwaltungen zusammen zu schaffen, für eben auf die Lösungen zu kommen, von denen ich für die geschwärzt habe, für Lösungen zu proposieren. Aber bon, ich brauche Ressourcen. Und vielleicht abschließend froh über den Nachhaltigkeitsrat, dass ein beratend Organ von der ganzen Zivilgesellschaft repräsentiert ist, profitiert die Regierung genug davon? Nein. Nee, ich fand schon wirklich nicht an das und ich verstehe Frustrationen von verschiedenen Membern vom Nachhaltigkeitsrat. Es gibt viel Arbeit gemacht, es gibt wertvoll Arbeit gemacht. Es sind Minister, die in der Vergangenheit wirklich pertinent Fragen gestellt haben, auch mit den Navien, die der Nachhaltigkeitsrat ausgeschafft hat, nicht nur lange mehr, auch mit Hilfe vom Stadtteil, vom Lycée, vom LIST, von der Uni. Voilà, Prise de Position ausgeschafft. Minister, die haben davon profitiert. Aber das ist noch viel mehr Potenzial da, wie genutzt wird. Margit Kohnen, ich so vielmals merci für das Gespräch. Also, merci, dass ich konnte sein. Das war die erste Episode vom Podcast von Nachhaltigkeitsrat One Planet 20 Futures. Ich habe geschwärzt mit Margit Kohnen, Koordinatrice vom Nachhaltigkeitsrat, über die Rolle vom Nachhaltigkeitsrat an der Gesellschaft in den letzten 20 Jahren, ein bisschen Geschichte, woran der Nachhaltigkeitsrat geschafft hat, aber auch über Nachhaltigkeit selber zu Lützeburg, was sich ändern müsste, für aktiv zu gehen, an das wir eben so nicht können weiter schaffen zu Lützeburg, weil unser Modell, wie momentan auch Ökonomie, nicht nachhaltig ist. Hast du ein gutes Resümee? Ja, klingt noch viel zählen, als Zeit ist begrenzt. Vielen merci. Merci auch. Das war ganz schön. Ich so noch merci für die Nachlausung und für die Nachgucken. Mein Name ist Cedric Reichel und ich bin gefordert durch den Podcast One Planet 20 Futures vom Nachhaltigkeitsrat Lützeburg. Ihr findet uns auf alle Plattformen, wo ihr Podcasten zu lauschen gehen, und auch auf alle sozialen Medien. Liked uns, followt uns, abonniert uns, wenn ihr keine Episode verpassen wollt. Schreibt uns auch Kommentare und rekommandiert uns eure Kollegen, eure Freunde, eure Familie und schwätzt über diesen Podcast, weil dadurch ändert sich etwas, wenn wir uns alle gut gegenseitig informieren. Ich sage merci für die Nachlausung und bis nächste Woche. Und denkt dran, One Planet, 20 Futures, Zukunft also lo.